Die Konturen von der Geschichte sind berühmt und beliebt schon jahrelang, aber lassen wir noch einmal bewundern die jüdischen Pioniere von China und dabei erzählen etwas wegen dem Aufleben des Aschires von Goles, aber besonders Modne Maislav Pesach. Mumchim glauben, dass mit den Erich 1000 Jahren zurück haben wir eingewanderte eine Gruppe von persischen Jiden, meistens Seuchrim. Bis demalt haben die Jiden keinmal nicht gewohnt in einem missrechtigen Ort, aber die Macht, der Misscher und der Raffiniertheit von dem so gerufenen mitteldicken Königreich haben sie stark zugezogen. Die erste Simonim von der jüdischen Beisein in China hat man gefunden auf den Sami Mairev, in Xinjiang und Dunhuang, auf dem Seidenem Weg, in Briefen und Dokumenten geschrieben auf Judäo-Persisch. Dacht sich, als jüdische Seuchrim, Lepoches Männer, haben sich besetzt euch in Hangzhou und öfter in andere chinesische Städte.我们祖祖辈辈传的我们是犹太人，所有来的游客也都说啊，你们是开封犹太人，我们就一直觉得我们是犹太人。直到我表妹，我们才知道啊，以色列那边并不认为我们是犹太人。他有回归法嘛，他有首先来说他要认母系，但是我们是父系，他要认这个犹太教，但是呢，我们是150多年前就已经没有，我们最后一个拉比都没有了，我们的经书也没有了，而且我说了，应该在1000多年前，将近2、3千年前，2000多年前，应该我们的语言就掌握的不是很好了。根据目前我所知道的，我所认识的所有的就是说开封犹太人的现状，就其他人的现状，那么他们觉得呢，最好的就是回到自己的祖国去，就像我以前一样，就很简单的想法，我就是想回到我的祖国去。他们愿意回到以色列去。Die größte jüdische Bevölkerung ist gewesen in der Stadt, Kaifeng, wo wir befinden sich jetzt. Beismeise ist Kaifeng gewesen die Hauptstadt von Chinas Song-Dynastie und einer von den größten und reichsten Centers in der Welt. Später ist der Titel Hauptstadt weg zu anderen Städten. Lange Jahre ist Kaifeng gewesen auf Zores und wie sagt man, mehr nicht in die Federn. Wir befinden sich jetzt in einem Sklad von einem Spital, nicht weit von den berühmten Wassern von einem gelben Teich, voll mit Samen von Gobi Midbar. Tut a Guck auf dem nebendicken Ort, als was ist heint geblieben von der Beis Medrash, aufgebaut laut die Dokumenten, um 1163. Was ist heint Kaifeng? Auf dem Hintergrund von der chinesischen Entwicklung in allen Gebieten bleibt die Stadt verlost und nichtig. A viele die Geschichte ist übergerissen geworden. Die alte Binyonim und prächtige Geslach zerstört von der Zeit und euch von den Menschen. Die amalige Schreinim von Jiden, hereingerechnet nicht wenig chinesische Muselmänner, haben die jüdische Religion angerufen Tiao Jinjiao, die was warfen heraus die Spanodern, ein Ondeit auf Kaschres. Knapp 700 Jahre ist die Gehille geblieben tätig. In ihr Höchpunkt ist sie bestanden von herum 4000 Jiden. Eider sie haben sich vermindert durch Assimilation und gemischte Chassanas. A Chaverte meine, chinesische, hat einmal geschrieben eine Forscharbeit wegen dem, als die Kaifeng-Jiden seinen Tage matzlich gewesen, ausgehalten die Examens auf Hereintreten in dem chinesischen Zivildienst und derfahr haben sie natürlich angenommen dem Weltbanem und dem Minhagim von der konfuzianistischen Kultur. Beim Besuch in die Stadt Malacca in Malaysia haben mir der Mond, wie der Missionär Francis Xavier hat gehört Ideas wegen die chinesischen Jiden
Und nachdem, wie so der Jesuit Matteo Ricci hat sich getroffen mit der Jid von Kaifeng in Pekin anheb 17. Jahrhundert. Von dem an sind die chinesischen Jiden nicht wissendig allein bekannt geworden in Europa. Von wannen Schreibers und Denkers haben sie geschickt Brief, gemacht Vergleichen und polemisiert wegen sehr Abstamm. Ein gesederdick Strom von Europäern zwischen sie euch Meirev-Jiden und bagdadische Jiden haben angehoben zuvor nachher im mitten 19. Jahrhundert, wenn die Kehille ist schon kiemat verschwunden geworden. Der letzte Siemen nach der Petere ist geblieben das einzige Gessel, wo wir reden jetzt, was heißt bis heint die Geske von Lernen Teure auf Chinesisch. Die Besuchers pflegen kaufen da gewisse Scherissen wie Sefer Teures, was befinden sich jetzt in der britischen Bibliothek, in Dallas, in Kanada und andere Orte. Sidurim, Chumashim und Pinkesim in Hebrew Union College und so weiter. Etliche Mischpuche sind geblieben auf den Ort und haben sich Stillerheit identifiziert wie Jiden, jetzt nur die Mischpuche Zhao. Und was ist der heutige Matzev? Im 19. und 20. Jahrhundert ist die goldene Kette von Tradition in Kaifeng abgeschnitten geworden. Kein klare Sporen und ein Hemmschicht davon sind kiemat nicht da und wenig Ideen sind ergangen bis die Zeiten von Chinas Reform und Offenheit. Das Ureinikel von dem letzten Rav ist nifter geworden mit ein paar Jahren zurück, aber letztens, Alpines, ist geschehen etwas kompliziert und ungerecht, ein nahe Interesse zur Jüdischkeit zwischen den übergebliebenen Mischpuches. Und Tage an min Auflebung. Dazu darf man nehmen in Betracht die Meiles für eine Minderheit in China. Trotz die Jiden von Kaifeng sind noch nicht keine offizielle Gruppe. Tourismus ist euch ein positiver Faktor und die Rabbonim, Touristen und Stamm-Jiden, nicht so viel, aber als mehr und mehr, kommen zu Hilfe die ortigen Jiden. Jetzt sind da hunderte Menschen, was halten sich für Jiden und sämtliche, was sind ein bisschen tätig in der Kehille. Oder besser gesagt in die kleinen Gruppelech, a viele davenen Shabbos, öffnen geheime Ausstellungen und Schulen. Aber zum Bedeuern sind die Jiden von Kaifeng stark zerteilt in Fraktions, zulieb das Ampernisch von verschiedenen Persönlichkeiten. Die Ressourcen zu gehen weiter, sei menschliche, sei materielle, sind nicht da. 其实来说还是会很受关注的，就像这次上海开世博会嘛，都会有这个安全局的人来到我家，他就会问我，那个上海开世博会了，你有没有什么打算呢？我说我有什么打算呢？说你要不要到上海去看看那个犹太人呢？我要去不要去，我有什么理由要跟你汇报呢？所以我就觉得，你看他肯定不会说问我的邻居，不会那样的。所以我们还是比较敏感的一个问题吧。所以你再来一些外国人的这是一方面的问题。再一个我就说了，最早的时候我们因为要学希伯来语啊，学习很多东西啊，也会有很多外国人来了之后，犹太教本身也有很多不同的支派。其次来说，各个拉比之间也都，不是说每个拉比都很服气另一个拉比，都觉得他说的是实话。我觉得犹太人有一个有一句俗语吧，说两个犹太人有3种意见，拉比之间也是彼此总是争吵。他就觉得他教的不对，他觉得他教的不对。然后我们是这样学的时候，他说，哎，那个拉比教的不对，你应该这样。然后有的人呢就觉得，哎，你教的这个对，就有的开文上就跟从了这个，有的开文上就跟从了那个。Nu, sollen andere sein in Sofik wegen sehr Obstamm und sie meinen Jüdischkeit auf ein Emes sie nicht. Mit ein paar Jahren zurück sind etlich von sie viele Eule gewesen, kein Israel. In Kaifeng gefindt man nicht kein wunderliche Denkmäler und Museen, lekove die ortige Jiden. Und die klare Simonim von Jüdischkeit sind nicht kein alte, chutzapor lomdische Überbleiben. Es macht nicht aus. Jedes Jahr pravet man Pesach mit der Seder in einem ortigen musulmanischen Restaurant, weil das ist nennt zu Kashrus. Und doch genug mit der Geschichte. Lassen wir sich freuen, als wir haben Brüder und Schwestern in einem verworfenen Ort. Als jüdische Tfiles und Gesangen klingen noch einmal in einer weiter dicken Eck von China.